다 도마 사람기니 신신난겐기 파웨기 뉘기데 줌바다 줌만 남바다 Zuallererst möchte ich 나나 den 신기 Mitgliedern 라키나발라 des 덴베 힘나발라 ehrbaren Sangha hier, 제로나블라 möchte ich diese 예탐발라 begrüßen hier, die Nonnen und Mönche 응급사에 und die 셈샤이 Dharma-Lehrer und auch die alle 다데데야 디 Dharma-Freunde, die Männer und 소주 Frauen, die über das Internet zugeschaltet 뭐뭐서 sind. 광래야 Heute, 다 가상 bevor wir hier mit dem eigentlichen Vortrag beginnen, 디 니마 지스니엘이야 디 감상 얍세기 샤덴 뒤바사지 sarzum den 제제 디 anderen Tags 아 habe ich 차람 einen 규님 Text 데베샤 verfasst, der 제자 디 마룬지 eine, das habe ich auch im Internet 마룬지 verteilt, 데 에네 델야 제셰르 직답이나 eine, 야오면서 eine Ehrerbietung an die 다 당보 Meister der 렌데샤 Kammer-Kamsang-Überlieferungslinie. 감상 Und ich möchte 얍세기 gerne 샤덴 die 뒤바 mündliche 지게 Überlieferung 노조 hier 루지 geben. Aber 르기르 bevor ich 게슈르 das mache, 지나가서 hier 로한데 kurz 조보생에는 루주든 eine Erklärung. 베샤베는 진행 얘기 베센 동브르 상고 쇼기 제나나가 주 산다도 제 조조보 루에 넘을 수 계셔를 제나 계셔len스 시안 두된 지지 배워에 담배 기부 가나 소조바 구세를 이제 봐지 집에 대배 genzi 조조를 증규를 치수 잡아 담보 되는 실로니 동 이슐로 인주기 나와라 샤니 윤주민지도 카교 와서 친문인 개된지의 제라 주기 이르는 집바다 구세스면에 되면 실로니 동 이슈저로 나와 개베세 주로니 가마 보고 이게 틀려서 배 자로한 되게 안저시 배면 점링 게도 쇼 Honest, da die, da 감사해 앞서 샵된 뉴버사디 Diese 쇼로가 kurze, 지지의 쇼로가 숨바 kurze Anrufung des 다디라는 langen 지지 Lebens 쇼로가 der 담보디 Meister der Kammer-Kamsang 니도 니슈 Überlieferungslinie. 탐배로래야 Hier 네 der erste Vers 뭐지 hier. 디 가래 미럼 나올래야다 디 Das hat zu tun 베시기 mit 톨이야 우리 2020 디샤스 hatte ich eines Tages 우리 einen 미럼 Traum. 당스 Ein, 아 ich hatte 리다 diesen 미세베 Text 걸라 고 gesehen, 세바도 das war dort 쟁도 제자 niedergeschrieben und ich 띵아 hatte also diesen 미세베 Traum und als 제레데 ich aufwachte, 디바레 habe ich ihn klar erinnert, 가래 als ich dann 아 aufwachte, surdo 냐르체 밀람다베 냐르체 대비 habe ich ihn 다이네 schnell 다디지 aufgeschrieben und 디디 샤데 aufbewahrt. 마레 쇠데 부서 이네 다디 밀지 미데비 나다 Da 모사 hat es noch nicht die Form 아 einer langen 디지나 Lebensbitte oder eines 수수니 Wunsches gehabt, sondern es war mehr so 지게 삼사로 디지 eine 셰데게 소르시 Ehrweisung. 제사 예 당보도 미신달래 미데메 아니 지수야 디디스 모셔버 Ich habe es 이셔버 am Anfang, habe ich 가지지세야 mich damit nicht so 미도 ganz, 나도 habe ich mir etwas 징기 geschämt und habe das nicht 용용라체 allgemein 미 딘데셰네 verbreitet. Ich habe es 다이네 zwei oder drei 가진샤 Freunden gezeigt, aber ich habe es nicht 감상이 weit 앞서게 다 샤데 듀버지 요 herumgereicht. 삼으로 땡아랑 Aber anderen Tages dachte 아 ich, 디디 샤 가르사는 남용 안주 aber wir sollten 샤데 eigentlich 숨바다 eine 대신 lange 소기 Lebensbitte für die 보로다는 Meister der 거사 Kamsang 이네다 야 Überlieferungslinie 자와 haben. 앞서게 샤데 딘데지 Wenn wir 말로지기 normalerweise die 들어나로 lange Lebensbitte haben, 이네다 디나로라 dann 지기 haben wir da eine 야 Bitte, die 두버지로 normalerweise, die 사스마가 wir dann 베게 vortragen. Und 얍세기 dann, 생을 쓰며요 말해 das heißt, der 세상 Kammerpau und die ganze 얍세 Überlieferungslinie und 디즈세 so weiter, aber es nennt 세네 nicht die Namen der einzelnen 양데 망보 Beteiligten. 쉬우지이나 대상 되는 도움도 세상 Wir sollten 안에 es aber 얍세 klar 디즈세 aussprechen 세네 können. 버지라 Aber wenn es 에는 zu 망보 lang ist, dann kann man 쉬우지게 das auch wieder 로 nicht 삼세 regelmäßig 템버레 되게 aussprechen. 다티 당보 치제 Denn 당보디 wenn wir die ganze 아니 Überlieferungslinie aufzählen 동아랑 würden, 니도 니슈 dann wäre 탐베로야 es wieder zu 디디나 lang. 주변에 나와를 Deswegen ist der erste 샤오디 Vers hier 에는 아주지 das, 금디나 was mir im 딘지 Traum erschienen ist. 다 그거보다 딘디 가시 되는다 뭐데 Etwas 샤베 zu tun. 계속스야 Das ist ja 다데 지제 ein 니버데 bedingtes 베센 동버 Geschehen. 장괴축이 제사 지제 쇼로가 니버데 차디요 Und, 다디 나로래야 감상 und das Zweite, das über den Dharma von 예다 Maitreya und so weiter spricht, 바람주는 미 ist der zweite Vers, 감상이 앞서 der 뉴인사 지키지 줘봐 딱 감상이 앞서 뉴인사데 meistens 가르쳐 sprechen wir über 답변아 den Kammerpau und die 지고 우주 Herzenssöhne oder 것이 die Lehrmeister. 겁이야 Und wenn wir sie 딱 앞서 dann 나만 aufzählen, 싱아 지기 수행비 비게 되면 되지 거무나지 하도와 디가보다 앞서
Dann gab es zum Beispiel während der Zeit des 9. Kammerbass 4 oder 5 solcher Hauptschüler oder Herzenssöhne. Und der 13., der 8. Kammerbar Medjugorje in seinem gesammelten Werken, da gibt es eine lange Lebensbitte für den Kammerbau und die 5 Hauptschüler. Und das heißt, dass er auch ein Tanker des 6. Kammerbass hatte und 6 Verse, die diese erwähnen. Also vielleicht hat er das selber unter das Tanka drunter geschrieben. Aber er hat immer 3 oder 4 Verse gehabt, die er jedem dieser Hauptschüler zugewiesen hat. Und das war noch bevor Jamgon Kongtrul Thayil damit eingeschlossen war und der war noch nicht erschienen. Also, wenn wir den Kammer und Kamzang sprechen, als Lodrö Thayil, der erste Jamgon Rinpoche, erschien, der ein großer Bewahrer der Linie war und damit eine starke Verbindung zu der Kammer Kamzang und Überlieferungslinie. Eine große, tiefe Einsicht und große Kenntnis von. Und der 16. Kammerbar hat ihn an einen der Herzensschüler der Überlieferungslinie angesprochen. Auch in unserer und dann haben wir auch den 2. und den 3. einzuschließen, den 2. und 3. Jamgon Rinpoche. Und auch dann, um von Shamma Rinpoche zu sprechen, normalerweise. Aber wir benutzen diesen Namen meistens nicht, aber er sollte eigentlich auch Teil dieser Überlieferungslinie sein. Aber heutzutage wegen der allgemeinen Verfall in unserem Zeitalter wird der Name nicht mehr gerne ausgesprochen und eigentlich sollten wir aber viel Vertrauen haben, sodass unser Herz auch auf dem aber andererseits werden sie als die Verkörperung von Amitabha angesehen oder von Vajrayana im Fall von Jamgon Rinpoche. Oder diese würde sagen wir der. Und deswegen sagen wir, Vajrayana ist verkörpert durch Jamgon Rinpoche, der ist ja der Übersetzer, den großen Bodhisattva, der Übersetzer Vajrayana widerspiegelt und dann von Vajrapani in der Verkörperung als Goche Jalsa Rinpoche. Und Nagarjunas Wiederverkörperung sei so als Tillo Rinpoche, so deswegen hier die Verweis auf den Jamgon, Shamma, Jalsab und Tillo Rinpoche. Und der letzte Vers sagt hier, mögen alle diese großartigen Wesen, die verweilen und die Lehre des Buddha verbreiten, helfen, nicht in diesem Sinne, dass sie unbedingt auf einen hohen Thron zu sitzen kommen müssen, sondern dass sie
Aber alle, die Mitglieder des Sangha, ob sie alt oder jung sind oder ob sie ordiniert sind oder nicht, alle, die einen großen Vertrauen in die Lehre des Buddha haben und diese verbreiten, helfen. Und alle diese Menschen, die irgendwo auf dieser Welt sind und die Lehre des Buddha aufrechterhalten, um zum allgemeinen Nutzen dieser Welt, und mögen sie zu sagen, ein langes Wirken haben und mögen sie helfen, die Lehre des Buddha zum Verblühen bringen. So, und der Grund, dass ich diese Preisung oder diese lange Lebensbitte geschrieben habe, ist, dass die Namen der Einzelnen ausgesprochen werden können. Dass jene, die die Ausschmückung der Lehre des Buddhas sind, dass sie, besonders in der Karma-Kamsa-Überlieferung, dass sie erinnert werden. Und egal, wo sie herkommen, was immer ihr Platz in dieser Welt ist, dass alle, ob sie Männer oder Frauen sind oder welche Nation der Volksgruppe sie gehören, wir sollten den Mut machen, dass sie alle ein langes Leben und Wirken haben. Und das war also meine Absicht, hier das kurz hier zu erklären. Heute ist ein guter Tag, um den heilenden Buddha zu erinnern. Und ein Kämper hat mich gefragt, hier darüber zu sprechen. Und ein Kämper hat mich inspiriert, diesen Bitte zu schreiben, und deswegen habe ich sie hier kurz vorgestellt. Okay, jetzt des anderen Tags haben wir über die Sarvastivada-Tradition gesprochen. Und ich sollte jetzt darüber sprechen, was in der Theravada-Tradition die großen Meister sind. Und der erste, der zu nennen ist der Mogavuli Tissa. Mogavuli Buddha Tissa ist um dem 3. Jahrhundert und er ist der Hauptlehrer des Herrschers Ashok. Sein Einfluss und Wirkungsbereich gemäß der südlichen Lehrtradition nennt ihn als den Vorsitzenden des 3. Konzils in Pataliputra. Das ist das, was heute Patna ist in Bihar, die Hauptstadt. Und das war der Ort des 3. Konzils. Und er war derjenige, der dieses leitete, der Leiter dieses 3. Konzils, und hat Abhidharma-Lehrwerk zusammengefasst, der südlichen Tradition. Das schließt auch den Katha Vatu, das ist ein Lehrwerk, das 200 verschiedene, aus seiner Sicht falschen Sichtweisen andere Fraktionen zurückweist. Der Mahasangika und der Vatsiputriya insbesondere. Das ist also ein sehr grundlegender Lehrtext, der von ihm verfasst wurde. Der zweite Meister, der zu nennen ist in der südlichen Tradition, ist der Buddhaghosa, der ein sehr einflussreicher Lehrer der südlichen Tradition, der Theravada-Tradition ist. Er hat viele Kommentare verfasst zu all den 3 Körben oder Pitakas, also den ganzen Kanon, die Grundlage für das gelegt, was der Pali-Kanon heutzutage bekannt ist. Ja, auch den Dharmapada-Text, den Versen. Und sein Hauptwerk eigentlich, das wie eine umfassende Enzyklopädie der gesamten Theravada-Tradition zu verstehen ist, das ist der Vishuddhimagga, der Lehrtexte, die Grundlage, den Ausgangspunkt, den Weg und das Ergebnis des Theravada und das Endergebnis des Theravada
darlegt, in allen Details, der gesamte Weg, der Erfahrungsweg beschrieben ist ein sehr langer Text, der von ihm verfasst wurde. Und ebenso hat er damit die Grundlage bereitet für das, was heutzutage die moderne Theravada-Lehrtradition bildet. Das waren zwei der Lehrmeister dieser südlichen Tradition und darüber hinaus möchte ich über einige andere sehr bekannte sprechen. Und einer davon das sind 5, die ich erwähnen möchte. Einer von diesen ist der Meister Parshva, Lehrmeister Parshva oder Meister Rippe, wie man das übersetzen würde. Genau. Die Bedeutung von Parshva heißt Rippe. Der Grund, warum er Rippe heißt, Meister Rippe, weil er niemals sich hingelegt hat und hat sich niemals hingelegt, immer aufrecht gesessen. Deswegen war er Parshva gehießen. Geboren im Nordwesten Indiens in der Gegend von Gandhara und zur Lebenszeit des Königs Kanishka. Das muss ungefähr in der Zeit des 1. und 2. Jahrhunderts gewesen sein. In den großen Lehrmeistern in der Traditionsfolge, wer die Bewahrer der Lehre der südlichen Tradition, wird er als der 10. Patriarch der Tradition aufgezählt, in einigen Erklärungstexten. Und Parshva war ursprünglich ein Schüler der Brahmin-Tradition und war schon später, als er sich dann zu seiner Bestwerdung entschloss, im Sinne der Savastivada-Tradition, da war er schon sehr alt. Er blieb später in der Gandhara-Tradition, in der Gandhara-Region und hat den Dharma weit verbreitet. Die Geschichte, wie er seine Einsicht erlangt hat und wie er diesen Namen empfing, warum er Meister Rippe genannt wird, ist ziemlich erstaunlich. Eine sehr wundersame Geschichte, die in den Tang Xuanzangs großen Reiseberichten in der westlichen Region enthalten. Und was darin verzeichnet steht, ist, dass der wahre Bhikshu zunächst ein brahmanischer Lehrmeister war, aber mit dem Alter von 80 sich zur Bestwerdung entschloss und die safranfarbigen Roben übernahm und damit ein Schüler des Buddha wurde. Also ein Bhikshu in der Lehrtradition des Buddha wurde. Und zu dieser Zeit haben die jungen Leute der Stadt ihn verhöhnt und haben gesagt, hier, hey, du alter Mann, du bist doch ziemlich dumm. Du hast doch keine Klugheit hier. Denn wenn du ein Schüler des Buddha werden willst, dann ist das Wichtige, dass du dich in der Übung, in der Versenkung übst und dass du die Schriften aussprichst. Und du bist viel zu alt und zu schwach und du kannst überhaupt keinen Fortschritt mehr machen. Das heißt, wenn du dich jetzt hier als einen Bhikshu, einen Mönch bezeichnest, ein Bettelmönch, dann geht es doch dir nur noch darum, dass du deinen Magen zu füllen wünschst. So haben also jüngere Leute aus der Stadt ihn damals kritisiert oder verhöhnt. Und er sah sich sozusagen gezwungen dazu, eine Antwort zu geben. Und er fasste einen festen Entschluss. Er sagte, er hat sich entschuldigt für den Leuten, hat gesagt, ich habe eine
Ich habe einen festen Entschluss, dass ich nicht solange ich die Lehren des Tripitaka nicht vollständig verinnerlicht habe und den alles Begehren für die drei Bereiche der Welt abgelegt haben und die 6 Arten von übermenschlichen Kräften und die 8 Arten von Freiheit erlangt habe, werde ich nicht mich niederlegen und meine Rippen werden nicht die Matte berühren. Und in der Folge dieses klaren Entschlusses hat er sehr hart daran gearbeitet, hat alle Zeit sich in der Übung geschult, ob er umherging oder saß oder nur einfach still herumstand. Das heißt, zur Tageszeit hat er sich dem Erlernen der verschiedenen Lehrmeinungen und gewidmet und nachts hat er aufrecht gesessen in Konzentration, Aufmerksamkeit. Und in 3 Jahren hat er damit vollständig den gesamten Tripitaka erfasst und verinnerlicht und alles Begehren zur Wiedergeburt in den 3 Bereichen dieser Welt abgelegt, damit die Weisheit die 3 Arten von Weisheit erlangt. Und Menschen haben ihn fortan mit tiefem Respekt behandelt und ihm deshalb den Namen als Lehrmeister Rippe gegeben. In den großen Reiseberichten von Tian Xunzang heißt es, dass er mit 80 Jahren sich zu dieser Bestwertung entschloss, aber in einem anderen Kommentar, der die 100.000 Zeilen vom Prajnaparamita bedeuten, wie man darin gibt es, das ist ein großer Kommentar, der dazu geschrieben ist, zu diesen 100.000 Versen. Dann heißt es darin, er hat sich zu dieser Bestwertung im Lebensalter von 60 Jahren entschlossen. Und das eher wahrscheinlich zu dieser Zeit. Aus diesem Grund heißt es in der großen Detaillierung der Mahavibhaja, heißt es in dem 29. Abteilung, in dem 15. Bündel, heißt es, das gibt es einen Text, der über das Leben der großen Patriarchen kündet. Und da heißt es, dieser Patriarch, er verbrachte 60 Jahre im Mutterleib, in der Gebärmutter und wurde dann geboren mit weißen Haaren und einem Bart. Das wäre natürlich so. Normalerweise sind das 9 Monate, die wir darin verbringen. Er habe 60 Jahre darin verbracht, heißt es hier. Und er war schon mit weißen Haaren und Bart ausgestattet. Im Moment, wo er frisch geboren, sah er schon aus wie ein 60-Jähriger und hat von Anfang an tiefe Abneigung gegenüber Sinnesgenüssen empfunden und jedwedes Leben als Familienleben sozusagen abgelehnt und sich zur Bestwertung entschlossen. Das ist halt andeutend, dass er praktisch mit 60 Jahren sich zu dieser Bestwertung entschloss. Wenn man über seine Werke und seinen Einfluss hier spricht, dann ist Pashwa zu jener Zeit erschienen, also zu einer Zeit, wo die Shravaka-Lehrfraktionen sich erblühten und überall verbreitet waren. Und es gab dort viele Lehrer, die unterschiedliche Meinungen vertraten und miteinander in Debatten und Streitgesprächen sich ergingen. Das war zu der Zeit des Königs Kanishka und Master Parshva ist dann vor den König getreten und hat ihn gebeten, ein Konzil zu sponsern, das 500 Arhats umfassen sollte, die alle sehr gelehrt waren in den 3 Pitakas und die 5 Arten von Wissensgebieten auch verstanden, um ein Abhidharma zu verfassen. Das war also diese Konferenz, die dann abgehalten wurde, die große Detaillierung des Abhidharma als Text zusammenstellte und wo alles Savastivada Abhidharma-Meinungen darin enthalten sind. Und später dann hat sich die Savastivada der Tradition in Debatten mit dem Mahayana verwickelt und begann
zu verfallen. Das ist jedenfalls das ist die traditionelle Erklärung. Wie auch immer, moderne Gelehrte sind nicht so sicher, dass diese große Detaillierung tatsächlich zu der Zeit von Paschwan König Kanishka verfasst wurde, sondern wohl eher doch erst später entstand. Eines seiner wichtigsten Werke, die Paschwa hinterließ, die Anleitung zu den 4 Agamas, aber seine Hauptfähigkeit war, dieser Text ist nicht mehr verfügbar. Und seine Hauptfähigkeit ist aber nicht, dass er bestimmte Texte verfasst hat, sondern nach dem chinesischen Gelehrten Yin Shun heißt es, er war jemand, der, wenn wir uns seine Lebensgeschichte anschauen, so sagt Yin Shun, wenn wir betrachten, wie er gelebt hat, dann hat er das Leben eines Asketen geführt, ohne dass je seine Rippen die Matte oder den Boden berührten. Und er war einer der Älteren, der eine große Wertschätzung empfand für das Üben, selbst die Sutras und Dhyana, die Versenkung oder Sammlung. Und er war hoch an Jahren, aber auch großartig in seinen Qualitäten. Er war also jemand, der die größte Verehrung des Königs Kanishka genoss. Also es scheint, dass er ein sehr besonderer Meister war. Und auch in späteren Generationen wird der Meister Paschwa sehr verehrt, weil er eine große Akzeptanz der Mahayana-Dharma-Lehren empfand. Er hat eine große Wertschätzung für Mahayana-Dharma. Und das ist in der großen Detaillierung der Mahavibhaja selbst dort aufgeführt. Da ist ein Vers, wo er zitiert wird. Und er sagt, der ehrbare Paschwa sagte, Bhagya Paramita ist so genannt, weil sie groß, also weitreichend ist, weil ihre Funktion so weitreicht, so wichtig ist. Er spricht also über den Nutzen oder den Weg des Pragya Paramita, also ans Ziel gelangt zu sein durch Weisheit. Also anstelle davon, das wie andere Mahayana zurückzuweisen in der Debatte und zu widerlegen zu versuchen, war er jemand, der Wertschätzung dafür empfand. Zu der Zeit von Paschwa war das, heutzutage sind wir sehr vielleicht überrascht, dass diese Wertschätzung zu hören. Zu jener Zeit war das aber nicht so erstaunlich. Das war ja nur der Anfang der Mahayana-Lehrmeinung und zu der Zeit die meisten Shravaka haben dann die Shravaka-Fraktion Mahayana versucht zu widerlegen oder sich davon abzugrenzen. Sie hatten eine große Abneigung gegenüber Mahayana und haben es noch nicht mal als die Worte des Buddha angesehen, wohingegen der ehrbare Paschwa zu ihrer Zeit diese Worte aussprach, ist ein bisschen schwer zu verstehen für einige dieser Tradition. Moderne Gelehrten sagen, dass Paschwa hier als Shravaka im Äußeren auftrat, aber im Inneren eigentlich der Übung der Bodhisattva sich verpflichtete und in dem Sinne als Bodhisattva zu bezeichnen wäre. Wie auch immer, er ist zitiert als jemand, der die Mahayana-Lehrrichtung nicht nur nicht ablehnte, sondern eben auch mit einer Wertschätzung betrachtet. Gut, der nächsten, über den wir sprechen wollen, ist der Lehrmeister Ashwagosha.
Ashwagosha ist ein Sanskrit-Name, der heißt sowas wie ja, Pferdeviren, könnte man sagen, aber vielleicht später auch als Pferdeflüsterer zu bezeichnen wäre, das werden wir noch sehen. In dem Mahayana, dem Abhandlung des Mahayana erklärt, heißt der wahrscheinlich von Nagarjuna verfasst, das heißt, dass es 6 Leute gäbe mit dem Namen Ashwagosha. Wie auch immer derjenige, von dem wir hier sprechen, ist der Acharya Ashwagosha, der dann so ungefähr 600 Jahre nach dem Parinirvana des Buddha, so ungefähr im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung gelebt habe. Dieselbe Lebenszeit wie der König Kanishka. Ashwagosha war ein Schüler des Acharya Parshvas und er war geboren, darüber schreiben wir noch später, aber er war geboren in der zentralen Indien, in der Nähe von Shravasti, in der Gegend von Saketa, und er war geboren als ein Brahmane und war sehr gelehrt in allen Wissensgebieten, in den Vedas und allem, was nicht mit der Lehre des Buddha zu tun hat, war er in der Debatte sehr geschult, und er hat eine großartige Hinterlassenschaft in der Musik, in der Poesie und so weiter. Er war also nicht einfach irgendwo, sondern eine große, herausragende Figur, die in der Literatur eine besondere Stellung einnimmt. Er war ein sehr berühmter Gelehrter schon zu jener Zeit, der durch seine Schriftkunst und Redegewandtheit hervortrat. Und seine Lebensgeschichte ist dann in den Kumarajivas Übersetzung im Chinesischen enthalten. Und es gibt dort der wiederum in das Tibetische von Vairocana übersetzt worden ist, und darin gibt es eine Lebensgeschichte der Bodhisattvas, worin er erwähnt wird, das Bodhisattva Ashwagosha. Und das heißt in dieser Lebensgeschichte, dass er zunächst als Brahmane, in der brahmanischen Tradition ausgebildet und war so gelehrt in der Philosophie und allen Wissensgebieten, dass er und die Geschichte sagt, dass er sich dann in die Nähe dieser Mönchsansiedlung begeben hat, und dort war es üblich, dass um den Sangha, die Gemeinde zusammenzurufen, man einen großen Holzstock, einen Gande, schlagen musste. Und er ist zu denen gesagt, ja, wenn jemand hier, ihr sollt nicht diesen Gandhi schlagen, wenn jemand nicht in der Lage ist, zur Debatte anzutreten und in der Debatte standzuhalten, dann ist diese Person nicht wert, hier den Gandhi zu schlagen und die Leute zusammenzutreiben. So. Und das heißt, dass so waren sie also lange Zeit nicht in der Lage, die so zu versammeln, und weil sie dieser Debatte mit ihm nicht standhalten konnte. Und das heißt, dass der ehrbare Parshva dann zu jener Zeit nach Zentralindien kam und dort. Und er hat sich gewundert, als er in diese Mönchsansiedlung da in Mittelindien kam, und hat sich gewundert, dass die Gemeinde nicht zusammenrufen mit dem Gandhi. Und er hat dann gefragt, was ist denn los hier, warum schlagt ihr nicht das Holz? Und dann haben sie ihm erklärt, dass da jemand ist, der sagt halt, wenn ihr der Debatte nicht standhaltet, dann seid ihr es nicht wert, den Gandhi zu schlagen. Und dann sagt er, okay, dann schlag den Gandhi mal jetzt, ich habe da einen Plan. Und erst waren sie ein bisschen misstrauisch, aber dann haben sie sich letztlich entschlossen, den Gandhi zu schlagen, und haben dann sie wollten das erst gar nicht glauben, das sagt er, weil sie waren nicht der Überzeugung, die Mönche waren der Überzeugung, niemand kann den Ashwagosha in der Debatte besiegen. Wie will der Parshva dem standhalten? Okay, aber sie haben sich dann letztlich entschlossen, dann doch den Gandhi zu schlagen, weil er ihn dazu aufgefordert hat. Und dann, woraufhin Ashwagosha dann in die Runde kam und sagte, warum habt ihr heute den Gandhi geschlagen? Ist da jemand, der die Debatte standhalten will? Und
immer die Leute, die sagten ihm, ja, da ist ein Meister aus dem Norden, der ist gekommen und der hat uns aufgefordert, den Garnet zu schlagen. Wir hätten es sonst nicht getan. Wir sind unschuldig. Und dann sagt er, okay, dann bringt den Meister mal her. Wenn da dieser Ehrwürdige aus dem Norden gekommen soll, dann bringt ihn doch bitte her. Also haben sie sich getroffen. Und sie haben sich darüber verständigt, dass 7 Tage später in der Gegenwart des Königs, der Minister und der Bhikshus und aller anderen der Nicht-Buddhisten der Gegend und so weiter dort eine Versammlung, der sie die Debatte abhalten wollten. So haben sie sich verabredet und festgelegt. Und an dem Morgengrauen des 7. Tages, in einer großen Menge, die sich dort versammelt hat, und in der Mitte saß er war der örtliche Pascha, der kam zuerst und hat dort auf einem hohen Thron gesessen. Und da war ein großer Thron, hat sich darauf gesetzt. Er hat sich sofort auf diesen großen hohen Thron gesetzt. Und es heißt, dass sein Gesicht noch mehr strahlend und leuchtend war als üblich. Und Ashwagosha kam später als der Vertreter, der die Lehre des Buddha ablehnt, und hat sich vor ihn gestellt. Und er sprach dann zu Parshva und sagte, ja, also bevor wir uns hier anfangen, die Debatte zu verlieren, sollten wir eine Festlegung machen. Wer immer hier verliert in der Debatte, der sollte seine Zunge abschneiden. Und der würdige Pascha sagte, das ist keine gute Idee. Wir sollten lieber sagen, wer immer die Debatte verliert, sollte der Schüler des anderen werden. Sollte also des Gegners Schüler werden. Und ja, und Ashwagosha hat dann gesagt, okay, dann so soll es sein. Also wer soll zuerst sprechen? Irgendjemand muss ja anfangen. Pascha sagte, okay, ich bin der Ältere und ich bin von sehr weit her gekommen und außerdem sitze ich hier auf diesem hohen Thron und ich werde als zuerst sprechen. Ich bin von weit her von Gandhara gekommen und der Erste, der hierher kam an den Platz, und ich habe mich zuerst auf diesen hohen Thron gesetzt, also sollte ich hier zuerst sprechen, nicht wahr? Und der andere, sein Gegner, sagte, okay, dann soll es alles sein, dann fang an, ich werde jedes deiner Worte widerlegen. Was immer du auch sagen wirst, ich werde es völlig widerlegen. Jedes einzelne Wort in deinen Aussagen widerlegen. Aber dann begann der Pascha und sagt, möge die ganze Welt in Glück mit Glück leben, möge der König lange leben, möge die Ernte und die Tiere, die in diesem Königreich, also Ernte und Vieh großartig sich entwickeln, und möge alle Art von Unglück beruhigt sein und versiegen. Woraufhin sein Gegner keine richtige Antwort zu sagen wusste. So hat er die Debatte verloren und wurde damit Paschwas Schüler. Er hatte also sein Haar zu scheren und sein Bart und bekam damit ein Novize und die volle Bhikshu-Bestwertung durchschritt. Aber in seinem Herzen war er nicht völlig überzeugt von der ganzen Geschichte. Und deswegen hat der ältere Parshva ihn privat mal zu sich hergeholt und hat ihm viele Wunderkräfte gezeigt, als Folge von welchen er dann tatsächlich eine tiefe innere Überzeugung gewann. Er hatte am Anfang nur die Debatte verloren, aber er war nicht vom Herzen her. Er hatte also versprochen, ein Schüler des anderen zu werden, aber er war nicht vom Herzen her überzeugt. Also es war erst durch diese Wunderkräfte, die Parshva ihm in seiner privaten Atmosphäre zeigen konnte, dass er dann eben völlig sich im Herzen auch entschloss und davon überzeugt war. Und später, als Parshva dann nach Nordindien zurückkehrte, Ashwagosha blieb in Zentralindien, Parshva ist nach Norden gegangen und Ashwagosha verblieb in Zentralindien und hat weiterhin alle Sutras studiert und hat sich im inneren, äußeren Bereich des Wissens so vertieft, dass er
die ganze Welt mit seiner Geschick in Debatte beeindruckte und von den vier Arten von Sangha hohen Respekt genoss, auch von dem König der Gegenden Zentralindien. Und dann gibt es noch die Geschichte, warum er den Namen Ashwagosha bekam, also Pferdevierer oder Pferdeflüsterer heißen könnte. Und es ist eine wundersame Geschichte, und das heißt, dass der König Indiens damals sah, dass Ashwagosha ein großes Wissen hat und hohe Einsicht und ein Meister, der die Dharma in der Lehre ist, in der Lage ist zu verbreiten, der kann sogar menschliche und nichtmenschliche Wesen unterrichten. Und er hat es, aber die meisten Leute sind zu dumm, um das zu verstehen, um ihn seine Qualitäten zu sehen. Er hat also sich überlegt, was kann ich tun, damit auch alle anderen seine Großartigkeit sehen können. Und der König hat also sich entschlossen, sagte, ich habe 7 Pferde genommen und habe sie 6 Tage lang kein Essen gegeben. Und an dem Morgen des 7. Tages hat er eine große Menge an Bhikshus und an Gelehrten von sowohl der Schüler des Buddha als auch der nicht-buddhistischen Traditionen zusammengerufen und hat Ashwagosha gebeten, hier den Dharma zu lehren. Und er hat diese Pferde, die da so ausgehungert waren, über 6 Tage, die hat er dort in die Mitte der Versammlung gestellt und er hat sie vor sie ganz viel Gras aufgeschichtet, sodass die Pferde zu essen hätten. Aber als die Tiere mit der Versammlung zusammen die Vortrag des Ashwagosha hörten, waren sie so beeindruckt, dass sie Tränen in den Augen hatten und keinerlei Verlangen danach zu essen, bloß durch das Hören der Dharma-Botschaft. Und alle, die in der Versammlung haben dies gesehen und verstanden, dass Ashwagosha keine gewöhnliche Person ist, sondern dass es sogar die Pferde mit seiner Stimme beeindrucken konnte, weshalb er den Namen bekam, der Bodhisattva Ashwagosha oder man würde sagen, der Pferdeflüsterer. Und dieser Name ist praktisch ihm durch die Das ist nicht sein ursprünglicher Name gewesen, als er ein Lehrer anderer Tradition war. Und wir wissen auch nicht, welcher Name er bekam, als er in die Tradition des Buddha eintrat und ordiniert wurde, sondern das ist sozusagen der Name, dem ihm die Öffentlichkeit gegeben hat. Aber als ein so großartiger Meister, dann später ist er noch nach Nordindien gereist und hat die Lehre des Buddha verbreiten helfen, geschickt im Dharma und in verschiedensten Mitteln wie Poesie und Musik und so weiter. Er war in allen Künsten geschult. Und der König Kanishka hat auch ein grenzenloses Vertrauen und Ehrerbietung ihm gegenüber empfunden und hat ihn bezeichnet als die Sonnenkraft des Guten und den Gunaditya. Wenn man über seine Schriften spricht, dann heißt es normalerweise in der Tradition, dass da wenige Texte überliefert sind, aber es heißt, dass er nicht nur Lehrwerke der Worte des Buddha verfasst hat, sondern auch viele andere Schriften hat allgemein zur Literatur der Zeit beigetragen. In der chinesischen Übersetzung, in dem Kanon, dem chinesischen Kanon heißt es, dass da 8 große Texte durch ihn verfasst seien, die also den Namen Ashwagosha tragen. Das sind halt 4 Mahayana-Schriften und 4, die dem Shravaka-Tradition zuzuordnen sind. Wir sprechen über die ersten. Dann ist das eine Lehrwerk, das heißt das Erwachen des Vertrauens in Mahayana. Und dann ist es dann das Dajong Di Chuan Wen Ben Lun oder das Sutra, das durch Nigranta Fragen entstand zum
fehlen von selbst und die 50 Verse über Guru oder die Guru 50 Verse. Und die anderen 4 Texte gehören zur Hinayana Tradition, die unter modernen Gelehrten ist da tatsächlich eine intensive Debatte, ob diese Texte tatsächlich Ashwagosha zuzuweisen sind. Insbesondere im 20. Jahrhundert ein japanischer Forscher hat die Frage aufgestellt, ob der diesen Text des Erwachen des Vertrauens in Mahayana wirklich verfasst haben soll. Also ob das Ashwagosha Paramata sei, also Ashwagosha als der Autor und Paramata als der Übersetzer. Und sie sagen, dass dieser Text über das Erwachen des Vertrauens in Mahayana von ihm gar nicht verfasst sein könnte, sondern wahrscheinlich noch nicht einmal von einem indischen Gelehrten überhaupt verfasst, sondern später eine sozusagen Pseudo-Zuweisung ist, die wahrscheinlich von einem chinesischen Gelehrten verfasst ist. Es sind viele verschiedene Forscher, die zu dieser Meinung gekommen sind. Nichtsdestotrotz ist da ein Text, der in der chinesischen Tradition sehr große Wichtigkeit und Wertschätzung genießt. Der japanische Gelehrte Saikane Koyo sagt dazu, dass dieser Text, selbst wenn dieser Text, der das Erwachen des Vertrauens in Mahayana heißt, jetzt, wenn er von Ashwagosha verfasst worden wäre, dann ist er definitiv nicht von diesem Ashwagosha verfasst, der in der Zeit des König Kanishka gelebt habe. Und der Grund dafür ist, dass dieser Text von seiner ganzen Bedeutung und seiner Struktur her über Tathagata, also Buddha Natur spricht und Chittamatra Sichtweise darlegt. Also muss er eigentlich den Texten der Tathagata Garbha Tradition zugerechnet werden. Die Tathagata Sutras und die Chittamatra Sutras hatten ja erst entstehen müssen oder verbreitet werden müssen, nachdem die Pragya Paramita Sutras schon vorher bekannt sind. Und Chittamatra kommt dann noch viel später. Also das heißt, sie können eigentlich gar nicht vorher entstanden sein, kann dieser Text nicht vorher entstanden sein. Der nimmt ja Bezug auf etwas, was erst voraussetzt, dass Pragya-Paramita verbreitet ist und dann später erst noch Chittamatra, also kann die Tathagata-Position darin noch gar nicht enthalten sein. Und also müssen Tathagata Garbha und Chittamatra Sutras vorher verbreitet gewesen sein. Und deswegen kann es gar nicht sein, dass er zu dieser Zeit schon damals verfasst wurde. Also zu dem frühen Beginn der Mahayana-Lehrmeinung kann dieser Text von Ashwagosha nicht verfasst worden sein. Ein anderer Text, den ich jetzt nur als chinesischen Namen hier habe, also ein chinesischer, das klingt nicht nach Sanskrit, das ist mehr eine chinesische Wortbinde. Da Zhong Di Huan Wen Bin Lu der ist ein Text, der sehr viele verschiedene, etwas ungeordnete Teile enthält, die verschiedene Elemente, die ganz eher dafür sprechen, dass von einem chinesischen Autor kommt. Und dann sind noch die 50 Guru-Verse. Guru 50, wobei ich bereits hier gelehrt habe und die auch Ashwagosha zugewiesen werden, aber auch sich verbindet mit den Tathagata Garbha Sicht und Mahayana und Vajrayana miteinander verbindet. Also das müsse doch sehr viel später erst verfasst worden sein. Also unmöglich, dass dies von einem Ashwagosha für jener Zeit verfasst worden ist. Und dann gibt es noch das Sutra über die Fragen Nigrantas zu dem Fehlen eines Selbst oder Atman. Und da sind die Merkmale schon so, dass er hat zwar gewisse Merkmale von Mahayana, aber das könnte passen auf die Lebenszeit von Ashwagosha. Also es ist nicht unmöglich, dass dieser Text tatsächlich von Ashwagosha verfasst worden ist. Es gibt viele Texte von Ashwagosha, die
die, 신도 개발이 처음에 인도산 기후 총면 탐지기 die, die sich damit 닝아르다 auf 공고 da, 송좀 viele 거다 Texte von ihm, die sich auf Drama, 상기기 죄바 Musik 시작하면 und 닝아 in 처음부터 andere Literaturbereiche beziehen. Also 다디 äh, 상기기 eines seiner 죄바 시작하면 닝아 berühmtesten 처음부터 sind 야게 das 리저베 lange 닝아가 Gedicht, das 나로로 Langgedicht 개심 über die 심사돼요. Taten des Buddha. 어다 닝아가 Und das ist 나로로 tatsächlich 닝아 ein in 첨부사에 Sanskrit, ein ganz wichtiger Text von einer herausragenden 싸게 poetischen 제베기 Kraft. 닝아들라 닝아 Also auch in der 첨부이스라고 Sanskrit-Literatur gehört er zu den 싸게 제바 großartigen Werken in 탐사가라서 der 싸가 Sanskrit-Poesie 류제스 oder Kavya. 류급에 바로 가르쳐요. 류유의 경우 같은 적에 닝아 아 Und es ist ein Langgedicht, weil es so viele 류니에 되면 Kapitel hat, 닝아 12 첨부 Kapitel, deswegen wird er als 다 Langkapitel. 닝아 Lang. 첨부 통만으로부터 Alles, was 2 oder mehr 닝아 Kapitel hat, 첨부 wird als ein 통만으로 Langgedicht bezeichnet. 닝아 첨부 슝 Und 통만 das, 상계인데 파지 공으로서 남는 저거 알았어. und das erste dieser Langgedichte 마하 überhaupt war dieses Preisung der Taten des Buddha durch Ashwagosha. Also das heißt Mahakavya, also Großpoesie oder ein Langgedicht. Das heißt, damals war die Meinung, dass wenn man schon ein großer Poet ist, ein großartig in der Schriftkunst bewandert, dann kann man nicht nur überhaupt Gedichte verfassen, sondern man muss in der Lage sein, auch lange Gedichte zu schreiben, mit vielen Kapiteln. Dann heißt es, sei man ein großer Dichter. Jedenfalls der erste, der überhaupt in Sanskrit an diese Tradition begründet, diese langen Gedichte zu schreiben, war Ashwagosha. Und dann hat er noch die Texte verfasst zur Lebensgeschichte von Shariputra, das Avadana von Shariputra und anderen. Also man kann sagen, dass dieser Ashwagosha nicht nur für die Lehre des Buddha, sondern für ganz Indien eine wichtige Rolle in der Literatur, insbesondere diese großartigen. Und der große Poet Indiens, spätere große Poeten Indiens haben von ihm gelernt, haben diese als Vorbild genommen. Kalidasa zum Beispiel. Und Taranatha sagt in seiner Darlegung der Lebensgeschichte der buddhistischen Geschichtsschreibung, er schreibt darüber über Ashwagosha und sagt, er ist auch mit dem Namen Matricheta bezeichnet oder Nanda. Und auch, dass er 150 Verse verfasst habe, die Qualitäten des Buddha zu beschreiben, die übersetzt worden sind von einem chinesischen Gelehrten Faxian. Diese 150 Verse waren sehr wichtig damals, musste man auswendig lernen. Und dieser Autor dieser 150 Verse, die so wichtig waren, dass jeder sie auswendig lernen sollte, wird als Matricheta bezeichnet. Und im Taranatha vertritt die Meinung, dass Matricheta und Ashwagosha dieselbe Person seien. Das heißt im Tibetischen, dass und das so sagt es auch im Tibetischen, aber die meisten Gelehrten sagen heutzutage, dafür gibt es keinen Beweis, dass eine Korrespondenz, dass eine Gleichwertigkeit von Matricheta und Ashwagosha bestehe.
da gibt es noch einen anderen Mann, ne? Kero suju Der ba zenge, lobe über bo shuja Jatakamala, de, die tela kya Jatakamala, suju ba die zenge ge, Geschichten lobe modi shuja sa de niedergeschrieben zule, habe. te mayin ba, Und tele shendo kyo ba ching ba de lo ares. dieser, De sung duwa. und Tene yin du sa ne da, ta, laut ju Taranata duwa auch ya, ta derselbe sei wie jeba Ashwagosha, shuja ba aber zenge. wo die Meinung der Gelehrten dazu geht, doch dies wieder als eine nicht gerechtfertigten, als einen getrennten Autor Ta bezeichnen. tene shamli Gut, ya, okay, ich habe darüber dodi be jetzt lobe sehr khashi viel je, gesagt. moro Als shuja. nächstes möchte ich sprechen über eine wichtige Sautrantika-Lehrmeister, 3 an Zahl. Mm, mm, mm. Dan dodi be lobe, tada ngan Über su, die ye, Sutra-Fraktion und ihre sutta ba Lehrmeister shi sprechen, su also le die dole, ane cheba na on Sautrantika, dodi ba, semza Sutra-Fraktion. ba uma ba che sungu yor ba, nyente ki chumda ni, Wir haben ta also jibo shi zuerst la tanda gesprochen ni über die sungu yor ba, Vaibhashika, ta die di na ngan große dodi ba chi. Detaillierung und dann, Dodi und dann be über ki, die dodi ba de ta südliche toba shubi ba Tradition und di, beim kore di Sarvastivata haben deba wir che ge gesprochen. na Jetzt lo also lo hier dodi ma we über die ta, dodi südlichen ba sa Traditionen shi gibt es wa noch da diese di, großen deba che ge ba su ni ki we Sautrantika-Meister. ki, deba Innerhalb chi der yor. 18 Fraktionen Tenen dode bala ya ane nyera chewe loben kar kar yor gibt shuni es na ane loben shunu lenda loben pe lenda loben chokse kocha sa da tene ji sum ngo sha da die tambo da loben shunu le sha Und diese Sautrantika-Tradition, die innerhalb der 18 loben Fraktionen shunu le auftritt, sha darin de haben ane wir peje 3 jidu wichtige jidu ni Lehrmeister. ba ne sube ba Einmal de shwen de be nyera chewe Kumaralata loben und se Srilapta und ana shingi tene Harivarman. dode So, ba sprechen wir sa zunächst to über den tuta Meister tonga koma su Kumaralata, yo de ane der loben pelen sa wörtlich cha de übersetzt sowas heißt wie der von loben jungen Jahren an. shunu le sa kumara lapta sa de cha de yoris Könnte tata man auch lobe als den Gründer der tang shen Sautrantika-Fraktion zang gi nami ki la ro le ya kar betrachten. sung yoris na Nach den lobe shunu le ya Tang Xunzangs kumara großen lapta sa de Reiseberichten kurang in der chungju westlichen ni ane Bereiche gyagar chanju tuk shi schreibt la sha er, de ne dass er in der Gegend von chungju ne be nam Takshila na im toba se de Nordindien sha de geboren, shunu von ki schon ro jungen shunu Jahren shu an cheba große toba se ne Klugheit sich ane tozu be auszeigte, hat same die pyo ne ya toba shi da ge weltliches Ansehen völlig nuba le ya abgelegt und hat tsu sich su je bo in sum ba frühen ni Jahren schon do im Studium der ane lor Schriften shu verschrieben, dort 다는 und 시 die großen 추다 숨다 Lehrtexte 니도 gelesen. Er war in der Lage, jeden Tag 로르입니다. 다 딘디지기 32.000 Wörter zu lesen und sie auch 루지시베 niederzuschreiben. 딘디샤데아레스 드네의 급 Er 디두스다네 hat viele der 케바숨샤데 Lehrtexte 츠겐 der damaligen 두데게 Zeit, 녜고 sein zeitgenössischer 케바 Gelehrter, 게라스 비슈비차 auswendig gelernt und war in der Lage, viele Dinge zu widerlegen und 드네 hat, 랭 가르 그 주어 가르치베 있네 랭 토바메 ja, 겹 동게 ja. 에네 Er 베 als durch sein 갸가기베 Studium des Dharma dann war in der Lage, 갸가는 viele 시다 irrige 초 Meinungen zu 시기 widerlegen, 룽어 war 탐세 brillant in den 쭉 두레 Diskussionen von 딘데게 케바 allen 셔버시 verehrt. In den 꼴이야 5 Gegenden 홍고 Indiens 짬샤베 hat er 댄주이네 großen 주다 Ruhm erlangt 가시 und 비와레 되게 상황을 als 짧게 Autor und 친구라겠어 hat 텔레 알람 좀 미진게 Dutzende von 나오마스 Büchern verfasst, 급 디듀산에 야가 und niemand 샤콜이야 in 법에 Indien unter den 빵 Gelehrten 게라시지 war darunter, der nicht 야가 seine Werke auch 노쇼라 법에 zu 파발라 lesen bekam. 게라시지 Ja. 야가 노쇼라 법에 Er war 루크 zugleich der 게라시지 Gründer 야가 gewissermaßen der 찬조 법에 슈누레 Sautrantika-Lehrrichtung 꾸마라 und es war 랍다세야지 damals 게라시 die 셰시 Meinung, 콜라바 실레야 man 니디 sprach von 세웨베 den 기마시 4 게시 großen Meistern. 간다 Er sagt 오보로 루다 Ashwagosha im 바발라다 Osten, 드소 Deva in dem Süden, Nagarjuna im Westen und 가르쳐 Kumalalata 디냐마 im 데데기 Norden. Das 개발서 sind die 시작이 4 기왕기에는 strahlenden Sonnen. Sie wurden als die 4 strahlenden Sonnen bezeichnet. Also man 가르쳐 setzt 킹지 개버시 Kumaralata zu sehen auf 법엔디 dieselbe 에네지 Stufe wie 에 Ashwagosha oder 마 Nagarjuna. 고통도 마 코락치 요한테 로벤 가다 Und 떡실라서 das heißt, dass 롬버들이야 마 er 코락 겹체네 als er so großen 법엔디베 Ruhm erlangte, dass ein 세부와에서 König 코랑 damals 롬버가게 seine Truppen 제슈시 mobilisierte, 에네 um diese 데데지 Gegend von 롬버들 코랑 Takshila 소라 anzugreifen, zik um ihn zu fangen. 데데체인다 Und es 간다 war aus 로벤 seinem 데데야 슈주 tiefen 데 Wertschätzung für diesen 니스요 Lehrmeister, dass 니소와 er dort eine 다나시 따라 Mönchsansiedlung 따라나디 야가 gefördert 슈주 hat. 나로래 너데베 로벤 누쇼 줌보 Auch in der 슈누레 샤워 Geschichte 줌모세 des 숭도와 Buddhismus in Indien von Taranada heißt es, 다 da 콩도 war der 제샤베 Sautrantika 슝디 Lehrmeister mit dem 에 Namen 가라스나 Kumaralata.
Wenn wir seine Werke betrachten, dann ist da ist da zum Beispiel eine ganze Serie von Dingen, die die Ausschmückung der ähm, bezeichnet wird, als die große Ausschmückung, oder dieser Text ist übersetzt durch den großen Übersetzer Kumarajiva ins Chinesische, aber in dem Kolophon dieses Textes in Chinesischen heißt es, er sei von Ashwagosha verfasst, aber im 20. Jahrhundert hat man Sanskrit-Fragmente gefunden in der Gegend von Xinjiang. In äh, in diesen Manuskripten, auf den alten Sanskrit-Manuskripten, das oder Fragmente davon, da heißt es, dass dieser Text eigentlich von Kumaralata verfasst sei. Dann gibt es die modernen Gelehrten, die sagen, dass dieser Text selber, wenn sie ihn untersuchen, dann den Namen des Königs Ruddadama erwähnt, der in dem ungefähr 120 bis 150 in unserer Zeitrechnung gelebt hat. Also 150 Jahre nach Ashwagosha, also kann es gar nicht sein, dass Ashwagosha der Autor dieses Texts hätte sein können. Was also auch das unterstützt, dass dieser Text nicht von Ashwagosha, sondern vielleicht doch von Kumaralata verfasst worden ist. Die Hinweise scheinen sich zu häufen, dass dieser Text eher auf Kumaralata passt. Als nächsten möchte ich sprechen über Sri Labda, den prachtvollen, den Meister Sri Labda. Er hat wahrscheinlich im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung gelebt, im Westen Indiens geboren. Er war einer der großen Lehrmeister, die Sautrantika vertrat und ein Schüler des von Kumaralata. Er hat also die Sautrantika-Position oder die Sutra-Fraktion hat er sehr weit verbreiten helfen. Und es gibt einen Text im Chinesischen, der auf Sanghabhadra zugewiesen wird und der eine Debatte über Abhidharma enthält, worin der Name des ehrwürdigen Sri Labda auftaucht. Und er wird mit großer Wertschätzung dort erwähnt. Und in den Reiseberichten von Pyeongchang heißt es drin, dass man ihn so unter die 5 großen Autoren jener Zeit einreihen müsste, Sri Labda. Über die 4 strahlenden Sonnen hinaus. Auch in Tadanath, das Geschichte des Buddhismus in Indien, wird darin erwähnt, dass in Kaschmir der Sautrantika Mahacharya, der große Lehrmeister Acharya Labda gelebt hat. Und so heißt es auch in der großen Detaillierung des Sautrantika. Das also ein ähnlicher Text ist wie die Mahavibhaja. Hier hat also diese Detaillierung des Sautrantika beschrieben, die ein ähnlicher Text ist wie dem von der Struktur wie Abhidhamma Vibhaja. Hier sprechen wir als drittes über den Lehrmeister Harivarma, der ungefähr zum 3. oder 4. Jahrhundert unserer Zeit gelebt hat in Zentralindien. Und er war auch der wichtige Schüler von Acharya Kumaralata. Später, als er die sehr komplizierten Texte der Sarvastivada-Tradition nicht so sehr mochte, heißt es, dass er nach Pataliputra ging, um dort die Lehren der Mahasangika zu studieren und die langen Mahayana-Sutras zu lesen. Er hat dann auch einen sehr grundlegenden Text verfasst, einen Mahayana-Text, der heißt die Satya Siddhi Shastra, also ein Kommentar zur Bestimmung der Wahrheit.
Für dieses Lehrwerk zur Bestimmung der Wahrheit oder die Wahrheitsbestimmung hat er die, hat er die Sicht des Sautrantika, der Sutra-Tradition, mit all dem, was die Mahasangika-Tradition des Mahayana beinhaltet, zusammengefasst und damit die Sarvastivada-Tradition zurückgewiesen oder sich davon abgegrenzt. Und dieser Text wurde sehr weit bekannt, speziell in Pataliputra, und er wurde auch damit auch der Begründer der Satya-Siddhi-Fraktion, also der Wahrheitsbestimmer-Fraktion oder Lehrrichtung. Ich weiß nicht, ob das immer noch eine solche Lehrtradition gibt, aber damals hat es wohl so eine Satya-Siddhi, eine Wahrheitsbestimmer-Lehrrichtung gegeben. Das ist ein sehr wichtiger Text, den er für die Sautrantika-Tradition verfasst hat. Wir haben keine reinen Sautrantika-Texte im Tibetischen. Also wir haben wir haben eigentlich keinen eigentlichen Text der Sautrantika-Tradition, sondern Texte, die sehr viele Zitate solcher Lehrmeister beinhalten. So, weiter werden wir sprechen über die Lehrmeister Skandila, Vasubandhu und Sankabhadra. Vielleicht ist es besser, darüber nächstes Jahr zu sprechen. Das wird uns hier zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist ja jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Ich habe zwar noch 5 oder 6 andere Seiten hier vorzutragen, aber das werden wir uns dann für nächstes Jahr vornehmen. Also es war eine großartige Gelegenheit, hier dieses Sommer Dharma zu zelebrieren. Aber da gab es dann doch einige Aufgaben, die ich plötzlich übernehmen musste hier zwischendurch, sodass ich nicht alle Termine wahrnehmen konnte. 2 Sitzungen mussten leider ausfallen. Aber ich hoffe doch sehr, dass ich in der Zukunft wir diesen Diskurs hier weiterführen können. Das glaube ich, also nicht ein sehr schweres Problem, dass hier noch was übrig bleibt. Wir werden also jetzt hier zum Ende kommen mit unserem diesjährigen Sommerdharma und den Rest für das nächste Jahr aufbewahren.